Was haben wir da? Ein Film, den haben wir immer noch dabei. Dieser Film... Mit Geld vielleicht. Mir leuchtet nicht ein, wie ich... Nick. Vielleicht. Seans Flasche Rye Whisky. Rye, der stärkste Whisky, den man bekommen kann. Und auch der billigste. Nur eine irische Leber kann das Zeug verarbeiten. Der stärkste Whisky. Nein, das ergibt keinen Sinn. Ah, Nick. Nüsschen, die schon lange übers Verfallsdatum raus sind. Ach, Blaubeersaft. Nur Smiley hat den Magen dazu, das Zeug zu trinken. Während der ganzen Zeit, in der ich ihn kenne, hat er nie einen Tropfen Alkohol angerührt. Aha, dann wird es ja Zeit. Können wir ihm vielleicht da einen Whisky einschütten? Vielleicht wird etwas Schnaps Smileys Zunge lösen. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand von so wenig Alkohol so schnell eingepennt ist. Aha. Ich habe noch nie erlebt, wie... Gut. Mal sehen, was er bei sich trägt. Smiley hatte ein paar Kröten und dieses Stück Papier bei sich. Schach als Kunstform von Humphrey D. Forrest. Klingt wie ein Buchtitel. Das merke ich mir besser mal. Und lasse den Zettel da, wo er war. Das kann jetzt eventuell das Passwort sein, dass wir da in den Buchladen reinkommen. Und das probieren wir gleich mal aus. Indem wir da wieder hinterfahren. Wo willst du hin, diese... Pass auf, wir fahren da hin. Zur 65. Straße auf der Upper East Side. Alles klar. So, dann gehen wir mal da hinten. Und zwar zu der Glocken. Da ist eine Gegensprechanlage an der Tür. Und zwar haben wir da immer klingelt. Ja, Hallo. guten Abend, Sir. Und zwar... Ich habe ein Buch reservieren lassen. Nennen Sie mir bitte den Titel. Das war das da. Schach als Kunstform von Humphrey D. Forrest. Ah, Mr. Lowerstein. Warten Sie, ich mache Ihnen die Tür auf. Aha. So also sieht's im Lager eines Buchladens aus. Ich muss mehr in Buchläden gehen. Die sind offensichtlich weniger langweilig, als allgemein behauptet wird. Ich muss schon meine Bewunderung dafür ausdrücken, wie viel Geschmacklosigkeit in diesem Club steckt. Sogar diese Bilder hier lassen jedweden Geschmack vermissen. Außer einer Flasche Gin sieht nichts auf diesen Regalen nach Schnaps aus. Der Rest ist alles Sirup und Fruchtsaft. So, Eine dann junge, attraktive Bardame. Passt hier sehr gut rein. gehen wir mit der rein. Hallo, der Herr. Wünschen Sie etwas zu trinken? Ja, ich nehme einen Whisky. Einen doppelten. Kein Eis. Tut mir leid, wir haben keinen Whisky. Ihr habt keinen Whisky? Wir machen hier nur Cocktails. Es gibt eine Auswahl von mehr als 50 und alle schmecken ganz wunderbar. Wenn ich empfehlen dürfte, wie wär's mit einem Orange Gin? Das ist unser bester Cocktail. Möchte wetten, das ist einer von denen mit Orangenschnitz, Eis und einem Schirmchen. Orangenschnitz, Eis und ein hübsches kleines Schirmchen.
Ich hasse Schirme, sogar wenn's regnet. Was soll ich da mit einem in einem Drink? Vergiss es, ich will nichts. Wie Sie wünschen. Nun gut, ich suche Edward Massetti. Ah, Sie sind ein Freund von Mr. Massetti. Selbstverständlich. Ich muss mich geschäftlich mit ihm unterhalten. Verstehe. Aber Mr. Massetti ist im Moment außer Haus. Warum ist die Bühne leer? Das dauert sicher nicht mehr lange. Charlotte wird gleich auf die Bühne kommen. Worum geht's bei der Show? Sie ist die Hauptattraktion des Clubs. Sie ist Bauchtänzerin und wenn sie auftritt, sind immer alle Tische besetzt. Bauchtänzerin. Klingt nach einer tollen Methode, sich zu entspannen. Wo finde ich Massetti? Das weiß ich nicht. Er ist jedenfalls im Moment nicht hier. Weißt du, wann er hier anzutreffen ist? Leider nein. Mr. Massetti ist ein vielbeschäftigter Mann. Er ist nicht oft im Club. Gut, da ist er nicht. Tschüss. Auf Wiedersehen, Sir. Okay, wo gehen wir denn dann hin? Da steht Küche über der Tür. Schätze, hier wird das Essen zubereitet. Aha, wenn wir da hintergehen? Ich stelle lieber erstmal ein paar Fragen, bevor ich anfange, hier rumzuspazieren. Ach so, und mit wem? Ich glaube, die weiß ja nichts mehr. Hallo mal wieder, der... Hi. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gut, da nicht. Vielleicht da unten? Na, schau sich einer das an. Das ist Howard, der ältere Liebhaber von Susan Weber. Und, können wir da oben? Der Stuhl ist leer und außer Howards Cocktails sehe ich keine. Er muss alleine hier sein. Sieht so aus, als sei Howard den Cocktails hier drin sehr zugeneigt. Das ist ein silbernes Zigarettenetui mit den Initialen HP eingraviert. Dieses Stück Schrott hat sicher so viel gekostet, wie ich in einem Monat verdiene. Womöglich. Reden wir mal mit Howard. Der liebe Howard. Hi, Hallo. Mit wem habe ich die Ehre? ich nenne lieber einen falschen Namen. Ich bin Kennel Riley. Ich bin Privatdetektiv. Oh, ein Privatdetektiv. Faszinierend. Und bitte, sagen Sie mir, sind Sie einer dieser Detektive, die immer gleich mit geladener Pistole in Trenchcoat herumspazieren? Ich hasse Schusswaffen. Die sind nur dazu da, dass sich gewisse Detektive männlicher fühlen, obwohl sie lieber ihren Job wechseln sollten. Interessanter Standpunkt. Wenn ich mich vorstellen dürfte, ich bin Howard Paul. Bitte nehmen Sie meine Visitenkarte. Howard Paul, Filmproduzent. Sieht so aus, als könnte man in der Branche viel Geld verdienen. Oh, ja gewiss. Aber das eigentliche Ziel ist es, Kunstwerke zu schaffen. Weswegen man sie wohl als Künstler bezeichnen sollte, ja? Das könnte man so ausdrücken. Gut, was macht der da? Was machen Sie hier? Oh, ganz einfach. Ich war hier in New York, um meinen letzten Film zu promoten. Der kleine König. Mr. Massetti bestand darauf, dass ich heute Abend sein Gast sein sollte. Denn wie es scheint, ist er ein großer Bewunderer meiner Werke. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie die Filmkunst die Welt erschließen kann. Also haben Sie bereits Gelegenheit gehabt, Massetti kennenzulernen? Aber gewiss. Interessanter Typ. Wir haben uns bis vor kurzem unterhalten. Irgendeine wichtige Sache hat seine Anwesenheit in seinem Büro notwendig gemacht. Also ist Massetti immer noch in dem Laden. Das Mädchen hinter der Theke hatte wohl Anweisung, ihn zu verleugnen. Ich möchte sagen, dass wir mehr Persönlichkeiten wie Massetti brauchen. Es mangelt ebenso an echten Unterstützern der Filmkunst wie an guten Regisseuren. Was für Filme produzieren Sie denn? Die ich gut verkaufen kann. Abenteuer, Krimis, Liebesgeschichten, das Genre ist an sich ganz egal. Es zählt allein, dass es sich verkauft. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe noch nie einen Film produziert, der sich nicht verkauft hat. Sie haben doch sicher die Nacht des Falken gesehen, nicht? Den muss ich verpasst haben. Ich gehe nicht viel ins Kino.
Ich kann Ihnen versichern, dass Sie einer Minderheit angehören. Die Kritik war sich einig, dass es einer der besten Filme der letzten 10 Jahre war. Wissen Sie, er handelt von einem Detektiv, genau wie Sie einer sind. Der Regisseur hat grandiose Arbeit mit dem Charakter geleistet. Er ist ein echter Gentleman. Er hat ein wundervolles Schloss in den schottischen Highlands geerbt, aber sein unglaublicher Ruhm bringt ihn überall hin. Von Tibet nach Ägypten. Er kennt sich mit fast allen Dingen aus. Er ist ein Meister der Kampfkunst, ein grandioser Fechter und er spricht mehr als 8 Sprachen. Mit einem Wort, ein toller Hecht. Genau. Er klingt wie die meisten Detektive, die ich kenne. Wenn da nicht eine gewisse alkoholbedingte Legasthenie wäre und die Tatsache, dass die luxuriöseste Bleibe, die sie je hatten, ein $1 pro Nacht Motel war. Sie sind sehr amüsant und haben das perfekte Gesicht für die Leinwand. Wenn es mir langweilig wird, untreue Ehemänner und minderjährige Ausreißer zu verfolgen, denke ich mal drüber nach. Gut, ich glaube, mehr hat er nimmer. Wiedersehen, Howard. Hat mich sehr gefreut. Ich habe zwar nichts gegen einen kleinen Diebstahl, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ach so, dann schauen wir mal, ob wir eventuell auf Marsetti treffen. Vielleicht weißt du jetzt noch mal was. Hallo mal wieder, der... Hi. Ich habe aber gehört, dass Marsetti im Club ist. Wer hat Ihnen das erzählt? Alte Bekannte. Tja, ich sollte Ihnen das vielleicht nicht erzählen, aber Mr. Marsetti ist tatsächlich im Club. Aber er hat ausdrücklich darum gebeten, nicht gestört zu werden. Missy, ich muss deinen Boss nur für ein paar Sekunden sprechen. Oh, nein. Sowas geht immer übel aus. Eine Freundin von mir aus der Filmschule hat beinahe mal ihren Job wegen sowas verloren. Du interessierst dich also fürs Kino? Oh ja, ich will mal ein großer Star werden. Mit den berühmtesten Regisseuren arbeiten, auf Premieren gehen, in Luxusautos herumkutschieren. Ich bewundere den Lebensstil der Filmstars. Es muss wunderbar sein. Wie kommt es, dass du hier arbeitest? Ein Freund von mir hat mir diesen Job als Bardame vermittelt. Erst wollte ich ja ablehnen. Aber dann fand ich heraus, dass eine Menge Leute, die beim Film arbeiten, hier ein- und ausgehen. Und ich dachte, hier könnte ich vielleicht jemand treffen. Klar, jemanden zu kennen ist heutzutage die beste Methode weiterzukommen. Oh ja. Gut, und mehr hat er nicht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielleicht können wir Irrsafe. Ich stelle lieber erstmal ein paar Fragen, bevor ich anfange, hier rumzuspazieren. Einfach so in die Küche eines illegalen Clubs reinspazieren, ist wohl die dümmste Methode, unbemerkt zu bleiben. Ach so. Vielleicht weiß Howard noch was? Tag, Howard. Oh, hello again, Riley. Wiedersehen. Hat mich... Nix. Die Kellner kriegen das mit dem Tische abräumen schon selbst hin. Ich will jetzt nicht sitzen. Er will nicht sitzen, gut. Das können wir nicht mitnehmen. Vielleicht können wir ihm was anbieten. Nein, das ergibt keinen Sinn. Nein, das ergibt... Nick. Gut. Die Visitenkarte des berühmten Filmproduzenten Howard Paul. Ich wette, mit so einem Ding hat er Harvey Webbers Tochter rumgekriegt. Aha. Da kann man doch. Der dort ist so dran. Das hier ist meine Visitenkarte. Howard Paul, Filmproduzent. Wow, Sie sind Produzent. Das hätte ich bei Ihrem Aussehen nie gedacht. Stimmt schon. Viele Leute halten mich für einen alkoholismusgefährdeten Ex-Polizisten.
Nichts für ungut, aber das hätte ich auch gesagt. Was machen Sie denn hier? Ich muss Marsetti sprechen. Ich suche nach unverbrauchten Gesichtern und man hat mir gesagt, dass er mir helfen kann. Tja, wenn Sie Produzent sind, wird es Mr. Marsetti wohl nichts ausmachen. Er liebt das Filmgeschäft. Und vielleicht denken Sie ja an mich, wenn Sie eine Rolle in einem Ihrer Filme zu vergeben haben. Ganz sicher. Du hast das perfekte Gesicht für die Leinwand. Wirklich? Ja, klar. Und ich weiß, wovon ich rede. Zurück zu Marsetti. Weißt du, wo ich ihn finde? Oh, ja. Er ist oben, im letzten Zimmer am Ende des Flurs. Nehmen Sie die Treppe rechts von der Bar. Danke. Keine Ursache. Aber denken Sie an mich als Besetzung in Ihren Filmen. Ganz sicher. Ja, jetzt hat die Kleine falsche Hoffnung gekriegt. Macht aber nichts. Wir können weiter. Aha, und da steht er noch. Ich muss stark daran zweifeln, dass diese Bilder den Akt der Fortpflanzung so zeigen, wie das im christlichen Sinne des Wortes gemeint ist. Das sieht nach VIP-Separés aus. Es gibt etwa 6 davon in diesem Flur. Gut, was haben wir da hinten? Jetzt weiß ich endlich, was es mit diesem Laden wirklich auf sich hat. Das ist einfach nur ein Bordell. Ein hochklassiges Bordell. Aha. Gut, da haben wir Ich Bacon. muss stark daran zweifeln. Komisch. Hier gibt es ein paar Sofas. Vielleicht sollen es sich da eventuelle Beobachter gemütlich machen. Da setze ich mich nicht hin. Eine rote Lampe. Unverzichtbar, um die richtige Atmosphäre zu schaffen. Aha. Ach, jetzt ist es sofort. Eine rote Glühbirne. Und können wir die mitnehmen? Zu heiß, um sie mit bloßen Händen rauszuschrauben. Zu heiß. Da haben wir doch. Gretas Taschentuch. Das wasche ich besser, bevor ich's... Vielleicht können wir das ja nicht mehr. Ja, mit dem Taschentuch sollte ich sie eigentlich rauskriegen, ohne mich zu verbrennen. Gut. Ich lasse sie erstmal etwas abkühlen. Jetzt kann ich sie einpacken. Damit wird aus dem Raum eine richtige Dunkelkammer. Gut, jetzt ist finster drin. Sieht so aus, als sei in diesem Bett etwas abgegangen. Das will ich nicht anfassen. Gut, jetzt haben wir Glühbirne. Jetzt schauen wir mal. Das sieht nach VIP-Separ. Das muss Marsettis Bodyguard sein. Zum Bodyguard. Hey, Rübezahl. Ich will mit deinem Boss sprechen. Diese Fresse, seine Größe. Ich habe den Typen schon mal gesehen. Das ist der gleiche, der am Hafen versucht hat, mir den Kiefer abzureißen. Für einen Moment stehe ich zur Salzsäure erstarrt da und warte darauf, dass er mir wieder einen seiner rechten Haken einschenkt. Dann denke ich darüber nach. Es war genauso dunkel für ihn am Hafen wie für mich. Er hat mich offensichtlich nicht erkannt. Zumindest bis jetzt nicht. Oscar! Lass ihn rein. Aha, wir dürfen rein. Komm rein. Sind Sie Edward Marsetti? Der bin ich. Und wer sind Sie? Ich bin Kennel Riley. Ich bin Privatdetektiv. Kennel Riley. Interessanter Name. Ich hätte Sie vom Akzent her als Italiener eingeordnet. Sie haben ein gutes Gehör. Wie Sie sich sicher denken, ist mein Familienname auch italienischen Ursprungs. Meine Eltern kamen aus einer kleinen Stadt bei Neapel. Sagen Sie, Riley, was führt Sie zu mir? Bin nur auf der Durchreise. Auf der Durchreise.
Alle Privatdetektive sind immerzu nur auf der Durchreise. Stimmt. Wir erkunden gern neues Gebiet. Kommen Sie, Riley, lassen wir diesen Quatsch. Sie sind aus einem bestimmten Grund hier. Welcher meiner Kunden ist denn jetzt schon wieder in Schwierigkeiten? Sie scheinen diese Art von Besuchen gewohnt zu sein. Das ist ein Tanzlokal, Riley. Es steckt voller Idioten, die sofort auf den ersten Gauner reinfallen, der ihren Weg kreuzt. Obwohl der Zutritt streng reguliert ist, geht kein Abend vorbei, an dem nicht neue Gesichter in diesem Laden auftauchen. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass einer Ihrer Kollegen vorbeikommt, um Fragen über Leute zu stellen, die hier eigentlich nichts zu suchen haben. Also ist der Zugang weniger streng reguliert, als er sein sollte. Sieht so aus. Es sollten eigentlich nur Leute, die auf einer speziellen Liste stehen, hier hochkommen. Und Sie stehen da vermutlich nicht drauf. Dennoch sind Sie hier. Machen Sie sich keine Sorgen, dass es so einfach ist, in Ihren Laden reinzukommen? Der einzige Grund für das Passwort an der Tür ist, dass sich die Stammgäste besonders fühlen können. Das ist alles. Gut, dann soll uns einmal erzählen vom Laden. Erzählen Sie mir von dem Laden hier. Es ist einer der Clubs, in denen die wohlhabenderen New Yorker kommen, um Spaß zu haben. Sie trinken ihre Cocktails, genießen die Gegenwart eines hübschen Mädchens. Und am nächsten Morgen moralisieren sie wieder gegen Alkohol und Prostitution als den Hauptgrund, warum die Stadt vor die Hunde geht. Also stehen Sie als Besitzer über all dem? Das kann man so sagen. Wer glauben Sie, regiert die Welt? Diejenigen, die die Macht haben oder diejenigen, die ihre Geheimnisse kennen? Ein Laden wie diesen zu betreiben, gibt Ihnen mehr Macht, als Ihre Klientel hat. So sieht's aus, Riley. Sie lernen schnell. Man tut, was man kann. Ah, Sie sind ein toller Typ. Bin ich. Aber Sie sollten erst mal die Tätowierung einer balinesischen Tänzerin, die ich auf der Hüfte habe, sehen. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich habe ein paar Läden in New York und ein paar in Los Angeles. Ich weiß, dass Sie in Little Italy angefangen haben. Wie ich sehe, haben Sie Informationen über mich eingeholt. Ich habe meinen ersten Laden mitten in Little Italy gekauft und ihn zu Ehren meiner Heimatstadt New Naples genannt. Damals herrschte noch Prohibition. Aber mit den richtigen Verbindungen war es ganz einfach, Geld zu machen. Alles andere war ein Kinderspiel. Sie haben es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Ich bin ein zielstrebiger Typ, Riley. Wenn ich etwas will, bekomme ich es auch. Ich hörte, Sie sind ein Bewunderer der Filmkunst. Na, ich wette, Sie haben sich ein paar Takte mit dem alten Howard unterhalten. Der Mann ist ein Genie. Man sollte es gar nicht meinen. Aber er verliert bei der erstbesten Frau, die ihm über den Weg läuft, den Kopf. Aber er hat ein Händchen für Filme. Er hat noch keinen Film produziert, der ein Flop gewesen wäre. Ich bin sicher, dass man auch den Regisseuren einen Teil der Anerkennung zollen sollte. Fast alle Drehbücher, die er umgesetzt hat, waren vom Papier her hart an der Grenze zum Vulgären. Aber er wusste, wie man das Beste aus ihnen rausholt. Natürlich hat auch sein Reichtum geholfen, der ganz nebenbei ziemlich beträchtlich ist. Warum haben Sie ihn eingeladen? Ich habe Kapital, das ich anlegen will und dachte, ich investiere in seine Filme. Ich sehe da ein enormes Gewinnpotenzial. Ich schmiere Howard schon seit Monaten Honig ums Maul, damit ich einen seiner Filme finanzieren kann. Aber er ist ein harter Brocken, er will alles alleine machen. Aber früher oder später knacke ich ihn, da bin ich sicher. Gut, und mehr? Wiedersehen, Marsetti. War nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Riley. Besuchen Sie mich mal wieder. Ich sage der Bardame, dass sie jederzeit reinlassen soll. Hinterlassen Sie nur Ihren Namen. Sie sind nicht der Typ, der sich durch ein Passwort aufhalten lässt. Marsetti ist ausgefuchst. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann ihn mit Sicherheit nicht einfach fragen, ob er Sean gekannt hat. Aber ich bin sicher, dass ich was Interessantes in seinem Büro finden kann. Aber wie komme ich rein, während er nicht da ist? Tja, das ist eine gute Frage. Lieber nicht. Jetzt reden wir nochmal mit der Baudame. Nein, ich überlasse sie lieber ihren Cocktails und den Träumereien von der großen Schauspielkarriere.
Tag, Howard. Oh, hello again, Riley. Was der irgendwas nice? Erzählen Sie mir von dem Angebot, das Massetti Ihnen gemacht hat. Wie ich höre, hatten auch Sie das Vergnügen, sich mit Mr. Massetti zu unterhalten. Ja, sagen wir einfach, ich habe mit ihm geredet. Er hat Sie nicht etwa hergeschickt, damit Sie mich dahingehend beeinflussen, sein Angebot anzunehmen, oder? Keiner hat mich hergeschickt. Ich bin nur neugierig. Sein Angebot ist sehr verlockend, aber für gewöhnlich arbeite ich allein. Ich mag es nicht, wenn Partner oder Investoren ihre Nase in die Produktion stecken. Oder noch schlimmer, die Regie. Also wollen Sie nicht annehmen? Oh nein. Massetti könnte mir allen Tee in China anbieten, aber ich bin meiner Arbeitsweise treu und ich werde sie für nichts auf der Welt aufgeben. Wiedersehen, Howard. Hat mich sehr gefreut. Gut. Da geht's auch nicht weiter. Jetzt schauen wir nochmal auf. Das sieht nach VIP separé.